Was für eine Überraschung heute Morgen. Und ich hoffe, dass Jesus uns alle heute überraschen tut. Vor genau 15 Jahren, haben Sissi und ich, ja, könnt es schon mal aufbringen. Genau. Das brauchen wir nachher. Vor genau 15 Jahren haben Sissi und ich unsere Flitterwoche geplant. Im Voraus, September würden wir heiraten. Wir haben gedacht, hey, wir wollen schon mal planen. Und wir haben so uns mal den Traum von einer Insel im Pazifik realisieren. Wir haben gesagt, hey, da nehmen wir Geld in die Hand und wir wollen mal so richtig ein Häuschen am Meer unten haben. Und ein Freund von uns hat gesagt, ja, ich kenne jemanden, der hat ein kleines Reisebüro für Ferien in Asien. Bei dem kommen wir ein super Angebot über. Wir sind dort hingegangen, haben uns beraten lassen. Und was er uns erzählt hat, hat ein bisschen so getönt. Nicht ganz so, aber so hat es getönt. Wenn du, Hochdeutsch, hä? Hochdeutsch. Wenn du durchs Fenster schaust, siehst du den Sonnenaufgang im Meer. Dann nur wenige Schritte bist du am Strand und er hat uns gesagt, hey, neben dem Bungalow hast du einen Privatpool, also nicht mit allen anderen Teilen, sondern nur wir beide, unseren eigenen Privatpool. Wir haben gesagt, hey, das tönt super, wir buchen gerade und wir haben ihm vertraut. Heute denke ich zurück und denke so, wie naiv warst du damals. Aber wir haben ihm vertraut, haben gesagt, hey, es sind super, die Bilder, die du uns gezeigt hast. Wir haben gebucht, da haben wir geheiratet, sind wir runtergeflogen, Koh Samui. Wir sind ins Resort gekommen und dann führt uns eine Person vom Staff, vom Hotel, führt uns zu unserem Bungalow. Und da staune ich schon zum ersten Mal, weil es hatte diese schönen thailändischen orangen Mauern, so um das Bungalow rum, nicht wegen dem Meer, sondern weil nebendran ein anderes Bungalow war und dann nochmal eines und nochmal eines. Und ich merke, unser Bungalow ist mitten in einer Hotelanlage und als wir durchs Fenster rausschauten, sahen wir nicht das Meer, sondern den Dschungel. Einige Palmen und Büsche und ein kleines Biotop, aber es war kein Privatpool. Und dann musstest du einen Weg runterlaufen. Das habe ich mal fotografiert noch auf der nächsten Folie. Du musstest mindestens einige Minuten laufen, bevor du überhaupt beim Strand warst. Also wir haben realisiert, wir sind nicht in der vordersten Reihe mit Blick aufs Meer, sondern wir sind in der Reihe 3 und 4 oder 5 und müssen uns damit begnügen. Ja, wir haben uns die Flitterwoche natürlich nicht verderben lassen von dem. Und vielleicht sagst du, ja, ich würde sowieso mal gerne irgendwo Ferien haben in Asien, würde mir keine Rolle spielen, ob 4. Reihe oder 1. Reihe. Aber kennst du das Gefühl, wenn du enttäuscht bist? Wenn du deine Hoffnung in etwas gesteckt hast, gesagt, jetzt kommen die schönen Ferien, auf die ich Jahre gespart habe, jetzt kommt es und du hast vertraut, vielleicht hast dich verlassen auf das, was Menschen dich beraten haben und dann kommt es anders. Enttäuscht vom Leben. Das Glück ist dir entwischt. Manchmal geht es uns so mit einer neuen Arbeitsstelle, wo du sagst, jetzt fängt ein neues Kapitel an. Und im Gespräch sagt man sich, hey, wir haben hier eine Teamkultur und wir fördern unsere Mitarbeiter und du hast eine Work-Life-Balance und alles. Und dann 1-2 Jahre später bist du in deinem kleinen Büro und der Arbeitsdruck ist riesig und niemand hilft dir und du kämpfst gegen Windmühlen und du fühlst dich überhaupt nicht erfüllt. Du bist enttäuscht. Also vielleicht hast du jemanden kennengelernt, wo du gesagt hast, hey, wow, das passt jetzt wirklich. Wir verstehen einander blind. Hauptsache, wir können Dinge gemeinsam machen. Hey, wir sind flexibel, Hauptsache zu zweit. Und hey, wir verstehen einander so gut. Ihr habt geheiratet und nach einigen Jahren denkst du, hey, hat der überhaupt meine Interessen noch im Auge? Man versteht sich nicht mehr, man regt sich über den anderen auf und das sind so viele Baustellen in unserem Leben, dass wir so müde sind vom Leben, müde sind vom Alltag, dass wir die Kraft nicht mehr haben, einander zuzuhören. Die Erfüllung, die man sich erhofft hat, ist so wie weg. Und Jesus greift dieses Thema auf, das, was wir vom Leben erwarten und oft bitter enttäuscht werden.
in Johannes 10 und wir wollen die Verse lesen, Johannes 10, 11 bis 18. Und für die, die neu sind, wir sind in einer Serie, Jesus ist, und wir wollen von Jesus hören, nicht was andere Menschen heute über ihn sagen, was die Kirche gesagt hat über ihn, welche Gemälde das gemalt worden sind, sondern wir wollen sehen, wie war Jesus wirklich. Und er ist der treue Versorger. Und ich freue mich, dass heute Morgen Ramona uns den Bibeltext liest. Vielen Dank. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Ein Schäfer, der nur für Lohn arbeitet, läuft davon, wenn er einen Wolf kommen sieht. Er wird die Schafe im Stich lassen, weil sie ihm nicht gehören und er nicht ihr Hirte ist. Und so greift der Wolf sie an und zerstreut die Herde. Der bezahlte Arbeiter läuft davon, weil er nur angeworben wurde und die Schafe ihm nicht wirklich am Herzen liegen. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. So wie mein Vater mich kennt und ich den Vater. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Ich habe auch noch andere Schafe, die nicht in diesem Pferch sind. Auch sie muss ich herführen. Und sie werden auf meine Stimme hören. Und alle werden eine Herde mit einem Hirten sein. Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu erlangen. Niemand kann es mir nehmen. Ich gebe es freiwillig hin. Ich habe die Macht, es hinzugeben, und ich habe die Macht, es wieder zu nehmen. Denn mein Vater hat mir diesen Auftrag gegeben. Vielen Dank. Jesus braucht hier dieses Bild vom Hirten und der Schafe, das damals jeder verstanden hat. Und weißt du was, das Bild von den Schafen, das ist kein Kompliment an dich und mich. Es sieht zwar herzig aus, da dieses Schaf, Niki das Schaf, es sieht herzig aus, aber weißt du was? Die Schafe sind die hilflosesten Tiere, die es gibt. Und Jesus sagt uns hier, wir sind die hilflosesten Geschöpfe, die es gibt auf der Erde. Wir brauchen einen guten Hirten. Ich habe mir sagen lassen, Schafe, die finden den Weg nicht zurück in den Stall. Wenn du sie allein lässt, dann sind sie verloren. Sie sind blind, sie wissen nicht, wo sie sind. Wenn sie das Gras gefressen haben, das sie vor der Schnauze haben, dann finden sie keine anderen Wiesen und verhungern. Oder es kommt ein Raubtier und frisst sie. Das ist das Bild, das Jesus braucht von den Schafen. Sie brauchen Hilfe. Es ist kein Kompliment an uns. Wir denken oft, wir seien diese Superschafe. Wir denken oft, wir sind diese GPS-Schafe, die unseren Weg immer finden. Durch jede Gegend, durch jede Situation des Lebens. Wir sind diese Selbstverteidigungsschafe, die jede Bedrohung aus dem Weg schaffen. Wir haben so ein ganz anderes Bild von uns selbst, als es Jesus uns zeigt. Wir brauchen Hilfe, sagt Jesus. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du die letzten 10 oder 15 Jahre zurückschaust in dein Leben, wie viele Entscheidungen du heute anders treffen würdest. Weil du vielleicht wie ich blind, naiv warst, weil du dich auf Dinge eingelassen hast, wo du gesagt hast, jetzt werde ich glücklich, jetzt werde ich zufrieden. Und da hat es sich als Irrtum entpuppt. Der Vater sagt uns in Jesaja 55, Vers 2, sagt der Vater im Himmel uns, warum solltet ihr euer Geld für etwas ausgeben, das kein Brot ist? Euren Lohn für etwas, von dem ihr nicht satt werdet. Der Vater im Himmel leidet mit dir und mit mir über die falschen Wege, die wir einschlagen und diese Irrwege, wo wir unser Glück suchen. Er sagt, hört zu und esst Gutes und eure Seele wird satt werden. Jesus möchte der gute Hirte für dein Leben sein. Und er ruft dir heute Morgen zu, hör auf, an den falschen Orten zu suchen, wo du dein Glück nicht finden kannst. Jesus braucht auch noch ein anderes Bild vom Lohnarbeiter, vom Schäfer, der nur den Job macht, dass er Geld verdient. Er hat kein Interesse für die Schafe. Und es könnte so ein Bild sein für Menschen, auch heute, Menschen, die Einfluss haben, Menschen, die eine gute Position haben, Menschen, die das Leben im Griff haben,
Menschen, die sicher wirken. Und du sagst, hey, wow, wenn ich mit diesen Menschen zusammen bin, dann werde ich glücklich, dann werde ich erfolgreich. Dort werde ich angenommen sein, dort werde ich das finden, was ich brauche. Aber weißt du was? Es sind auch Menschen, die das Glück suchen, verzweifelt suchen. Und verletzte Menschen verletzen wieder andere. Enttäuschte Menschen enttäuschen wieder andere. Und darum sind in diesem Bild vom Lohnarbeiter, das ist nicht der gute Hirte, den du suchst. Jesus ist dieser gute Hirte. Jetzt sagst du vielleicht, ja, dieses Bild, das du malst von unserer Gesellschaft, von uns Menschen, Manu, das ist ja völlig übertrieben. Hey, wir leben doch in einer Gesellschaft, wo wir füreinander sorgen, wo sich nicht jeder der Nächste ist. Wir leben doch in einer Gesellschaft, wo es gut geht, wo wir uns entwickeln. Hey, schau mal, wo wir vor 200 Jahren waren. Heute stehen wir an einem ganz anderen Ort. Und teilweise gebe ich dir recht. Wir leben in einem so tollen Land. In einem Staat, wo Menschen füreinander sorgen, wo wir Institutionen haben, wo die Schwächsten berücksichtigt werden, die Ärmsten zu essen haben, wo Kinder geschützt sind, wo Menschen nicht in Einsamkeit sterben müssen. Wir leben in einem genialen Land. Da ist so viel Gutes in unserem Sozialsystem. Aber weißt du, warum das so ist? Das hat mit dem Leben von Jesus Christus zu tun. Jesus Christus hat unser Denken, unser Leben geprägt. Ich habe letzten Sommer ein Buch gelesen von einem britischen Historiker, er heißt Tom Holland. Das Buch heißt Dominion, auf Englisch, auf Deutsch ist es der Titel Herrschaft. Er ist kein Christ, er ist Historiker, der sich spezialisiert hat auf die Antike, die Römer und die Griechen. Und er schreibt im Vorwort, je mehr Jahre ich in das Studium der klassischen Antike vertieft war, desto fremder fand ich sie zunehmend. Denn in meiner Moral und Ethik war ich überhaupt kein Spartaner, Grieche oder Römer. Annahmen, mit denen ich aufgewachsen bin, darüber, wie eine Gesellschaft richtig organisiert sein sollte und welche Prinzipien sie wahren sollte, waren nicht aus der klassischen Antike geboren, geschweige denn aus der menschlichen Natur, sondern sehr deutlich aus der christlichen Vergangenheit unserer Zivilisation. Und er schreibt dann etwas später, der Glaube, dass der Sohn des einen Gottes der Juden an einem Kreuz zu Tode gefoltert wurde, ist so dauerhaft und so weit verbreitet, dass die meisten von uns im Westen heute gar nicht mehr wahrnehmen, wie skandalös es ursprünglich war. Für uns ist es normal, dass wir für die Schwächeren sorgen, dass wir unsere Rechte aufgeben zugunsten anderer Menschen. Aber es war damals skandalös, dass jemand sich der Schwachen annimmt. Das tat man nicht. Man starb nicht für andere Menschen. Man herrschte, man lebte, man war stark. Jesus war ein Skandal damals. Heute ist es so normal geworden, weil Jesus Christus unsere Gesellschaft, unsere Zivilisation geprägt hat. Über 2000 Jahre. Wir merken es nicht einmal. Darum sagt Jesus in Vers 17 und 18, der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu erlangen. Niemand kann es mir nehmen, ich gebe es freiwillig hin. Weißt du, Jesus war kein Opfer vom Justizsystem. Jesus wurde nicht zufällig von den Juden gepackt, weil sie eifersüchtig waren und dann haben sie ihn gelincht und er konnte nichts dafür. Und er wusste nicht, was auf ihn zukommt. Jesus ging freiwillig ans Kreuz. Jesus war sich total bewusst, ich muss an diesem Kreuz sterben. Warum musste Jesus sterben? Wir lesen in Hebräer 2, Vers 14, Christus ist nun auch ein Mensch geworden wie wir, um durch seinen Tod dem Teufel, als dem Herrscher über den Tod, die Macht zu entreißen. Jetzt bevor du sagst, oh nein, jetzt kommt er noch mit dem kleinen roten Teufel mit den Hörnchen. Jede Gesellschaft hat irgendwo ein Bild dafür, für das, was absolut böse ist. Immer wieder, wenn wir von Gräueltaten lesen,
von Dingen, wo wir sagen, das ist nicht mehr menschlich, bei allem Egoismus, bei allem, wo wir uns durchsetzen, aber das ist nicht mehr menschlich, das ist krank, das ist böse. Haben wir ein Bild davon. Klar, gewisse Menschen sagen, wir tragen das in uns, aber die Bibel sagt klar, etwas, was so schlimm ist, dass es das Böse liebt, das kommt vom Teufel. Und Jesus sagt, er ist gekommen, um den Teufel zu besiegen. Weißt du, der schlimmste Feind von uns Menschen, das sind nicht andere Menschen. Sogar egoistische Menschen, es sind nicht unsere Feinde. Wir sind alle auf der Suche nach Annahme, alle auf der Suche nach Glück. Ja, und dann ellbögeln wir und dann mobben wir Leute raus. Wir verhalten uns nicht so, wie es Jesus vorgelebt hat. Aber wer es liebt, dass Menschen zugrunde gehen, das ist der Teufel. Er raubt, er zerstört. Und er freut sich noch so, wenn du von Gott davonläufst. Wenn du dich von ihm entfernst, wenn du sagst, jetzt muss ich mein Glück selber in die Hand nehmen. Und wenn du möglichst so bleibst bis zu dem Tag deines Todes und ewig getrennt bist von Gott, das liebt der Teufel. Und wenn du hoffnungslos bist, wenn du sagst, ich brauche einen guten Hirten, alles, was ich bis jetzt versucht habe, hat nicht funktioniert, ich brauche Gott, weißt du, was sagt dir dann der Teufel? Du sicher nicht. Gott wird nie sich mit dir abgeben. Schau, du hast ihm so oft gesagt, ich brauche dich nicht. Jetzt ist er nicht mehr da. Ein Stück weit sagt dir der Teufel die Wahrheit. Es heißt in Jeremia 2, da sagt uns Gott, der Herr spricht, ihr Himmel, entsetzt euch über solch ein Verhalten, zittert und steht starr vor Staunen. In zweifacher Hinsicht hat mein Volk gegen mich Unrecht gehandelt. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen sie und graben sich stattdessen undichte Brunnen, die das Wasser nicht halten können. Du und ich, wir sind von der lebendigen Quelle davongelaufen. Wir haben Gott gesagt, weißt du was, ich kann das selber. Ich bin das Superschaf. Wir sind davongelaufen. Wir haben Gott schändlich behandelt. Wir haben ihn entehrt. Und was wir geerntet haben, sind undichte Brunnen. Wir suchen unser Glück und merken später immer wieder, es tröpfelt. Es ist nicht dicht, es hebt nicht. Aber weißt du was, Jesus sagt dreimal in dem Text, den Ramona gelesen hat, ich bin der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und das ist die Hoffnung. Und darum hat der Teufel schlussendlich nicht recht. Jesus will dich wieder bei sich haben. Gott gibt dir eine Möglichkeit, dass er wieder deine Quelle sein kann, dass Jesus wieder dein guter Hirte sein kann. Du musst nicht ewig ohne Hoffnung bleiben. Du musst nicht von Gott getrennt bleiben. Jesus hat diese Sünde, dass du ihn verlassen hast, er hat diese Sünde auf sich genommen und ist am Kreuz an deiner Stelle gestorben. Wir hätten dieses Urteil verdient und Jesus hat es getragen am Kreuz, dass du wieder mit Gott versöhnt sein kannst. Hör nicht auf diese Einflüsterung, die dir sagt, du hast es nicht verdient, es wird nicht mehr gut kommen. Jesus hat die Strafe für deine Sünden getragen, damit du wieder einen guten Hirten haben kannst. Und jetzt wollen wir anschauen, was dieser gute Hirte, was Jesus in unserem Leben tut. Und ich habe gedacht, wir gehen, wie Joel es gesagt hat, wir gehen in die Psalmen und wir wollen, Psalm 23 beschreibt so gut, was Jesus alles für uns tut. Und ich habe es in der Luther-Übersetzung genommen, weil ich es so am besten auswendig kann. Vielleicht kennst du es auch. Der Psalm 23, wie beginnt der? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dann geht es weiter. Genau, er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Das bedeutet, dass Jesus dich materiell versorgt. Hey, wenn du einen Brief bekommen hast, du musst in den nächsten 3 Monaten aus deiner Wohnung raus, Jesus ist ein guter Hirte. Wenn du Angst hast vor den Aktienkursen im 2023, Jesus ist dein Hirte. Wie geht es weiter? Er erquickt meine Seele. Da versorgt dich der Herr innerlich. Er gibt dir die innere Kraft, die Kraft im Herzen. Magst du dich erinnern, am letzten Open Air hat ein Ehepaar erzählt,
ein Schweizer, eine Südamerikanerin haben geheiratet, haben das Glück gefunden, kamen hier in die Schweiz, hatten Kinder, haben sie aufgezogen und dann spätestens bei der Kindererziehung haben sie gemerkt, wir sind so verschieden. Und sie hatten Mühe, sie hatten nie die gleiche Auffassung, sie haben sich kritisiert und haben gemerkt, hey, das funktioniert nicht mehr. Und sie waren am Punkt, wo sie sich scheiden lassen wollten. Dann haben sie gebetet und sie haben die Hilfe von Jesus erlebt. Und sie erzählen, weißt du was, Jesus hat mir die Kraft gegeben, meinem Ehepartner zu vergeben. Ja, es ging noch lange, bis wir mehr ein Leib und eine Seele und ein Geist waren, bis wir zusammen die Kinder erzogen hatten, bis wir irgendwo zusammen zurechtkamen. Aber jeden Tag, wo ich dachte, jetzt hast du schon wieder einen Fehler gemacht, haben beide gesagt, Jesus hat uns geholfen, dem anderen zu vergeben. Jesus erquickt unsere Seele, er gibt uns immer wieder neue Kraft. Wie geht es weiter? Ja, der Projektion ist schnell, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Joel wird noch mehr darüber sagen. Gott leitet uns in Entscheidungen. Er zeigt uns, wie der Weg ist. Und dann kommt der bekannte Teil. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Und das sind die Krisen unseres Lebens, wo der gute Hirte auch für dich schaut. Letzte Woche hat mein Nachbar mir erzählt, er ist in einer Prüfungszeit. Er hat gesagt, hey, ich kann mich nicht aufs Lernen konzentrieren. Ich habe so viele Dinge versucht, um irgendwo innerlich ruhig zu werden, aber meine Gedanken schweifen ab. Ich kann mir nicht helfen. Und da konnte ich ihm so sagen, hey, ich kenne diese Momente auch. Weißt du, was ich mache? Ich bete in diesen Situationen, dass Gott mir eine Ruhe gibt ins Herz, dass ich mich konzentrieren kann. Gott kann uns einen Frieden geben. Möchtest du es nicht probieren? Gott zu bitten, dass er dir deinen Frieden gibt. Ich habe ihm dann noch gesagt, du hast es doch vor einem halben Jahr schon erlebt. Gott hat ihm da geholfen, durch die Prüfungen durchzukommen. Er ist unser guter Hirte, auch in dunklen Tälern. Und dann heißt es, du deckst mir den Tisch, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Hey, Jesus kämpft für dich. Er kämpft auch für dein Recht, aber vor allem, er hat gekämpft dafür, dass du Rettung haben kannst, dass du Leben haben kannst. Er ist ans Kreuz gegangen, er hat den Teufel besiegt mit allen Anklagen gegen dich. Und du bist frei, du kannst Vergebung haben, eine neue Beziehung. Und wie schließt der Psalm? Nur Gutes und Barmherzigkeit werden wir folgen, mein Leben lang. Hey, Jesus, bleib bei dir. Er ist der gute Hirte. Hey, ich möchte in diesem Moment eine kleine Umfrage machen. Du kannst dein Handy zücken. Ich würde gern wissen, was im Moment das ist, was dich am meisten beschäftigt. In deiner Lebenssituation, wo brauchst du den guten Hirten am meisten? Was ist das? Die Umfrage ist nicht primär nur für mich. Es ist vor allem auch für dich, zum dir Gedanken machen. Wo ist Jesus im Moment der gute Hirte für mich? Ihr könnt den Code scannen, da kommt ein kleiner Link. Da könnt ihr draufdrücken und da hast du eine Wahl aus dem Psalm 23. Und nimmt mich Wunder, was dich beschäftigt, wo du sagst, hey, da brauche ich Jesus als den guten Hirten. Und wir sehen schon mal bald, was für dich das ist, was Jesus für dich sein muss in deiner Situation. Der dir Kraft gibt, der für dich kämpft, der dich versorgt, der dich leitet, der bei dir bleibt, auch in der Zukunft, der wird dich nicht verlassen. Er tröstet dich, er schützt dich. In den dunklen Tälern ist er der Trost, gibt dir Kraft durchzuhalten. Wow! Während sich immer noch Leute einklinken, der Livestream ist immer etwas später dran, du kannst das noch eingeblendet lassen. Herr, aber wir wollen am Schluss dieser Predigt, wollen wir uns Zeit nehmen zu beten. Gerade für all die Menschen, die heute sagen, hey, ich habe Entscheidungen zu treffen, wo ich nicht weiß, wie es weitergeht.
Ich brauche Rat, ich brauche Hilfe, ich brauche Leitung. Dass du die Stimme deines Hirten hören kannst. Dass das Wort Gottes zu dir spricht. Wir wollen für dich beten. Und nutz doch die Möglichkeit, am Schluss des Gottesdienstes wirklich nach vorne zu kommen und für dich beten zu lassen. Wir wollen gemeinsam ringen darum, um diese Leitung, um diese Kraft, die du brauchst im Leben. Jetzt, was bedeutet das für unser Leben, dass Jesus der gute Hirte ist? Das Erste ist, mach Jesus zu deinem guten Hirten. Mach Jesus zu deinem guten Hirten. Schau, mit all den Enttäuschungen, die du erlebt hast bei Menschen oder an anderen Orten als bei Jesus, lass diese Dinge hinter dir und komm zu Jesus. Vielleicht sagst du in deiner Beziehung, ja, hey, er oder sie lässt einfach nie zu. Ich fühle mich nicht verstanden. Ja, das kennen wir. Das kennen wir. Komm doch zu Jesus. Da hast du jemand, der dich kennt, der dich liebt, der dich versteht, auch wenn dich andere Menschen nicht verstehen. Du sagst vielleicht von deinem Job, es erfüllt mich einfach nicht, es ist so ein Krampf. Ich habe erwartet, dass jetzt der Durchbruch kommt, dass ich zufrieden bin. Komm doch zu Jesus. Lass doch Jesus dein Versorger sein. Lass doch Jesus deine Kraft sein. Lass Jesus die Weisheit sein, die du brauchst in deinem Job. Und wenn es Ingenieur ist oder Pflege, Jesus kennt sich aus. Er ist der gute Hirte. Auch hier in dieser Kirche, ich habe letztens jemanden gehört, der gesagt hat, weißt du, der Pastor ist 3-mal an mir vorbeigelaufen, hat mich nicht gesehen, ich fühle mich einfach nicht angenommen in dieser Kirche. Vielleicht war ich das. Das kann gut sein. Hey, wir nehmen nicht alles wahr. Natürlich würde ich gern dich sehen, aber wir kennen das. Wir sind nicht die guten Hirten. Jesus ist es. Komm mit deinem Frust zu Jesus. Jesus sagt, ich kenne meine Schafe. Jesus kennt dich. Er weiß, was dich bewegt. Und weißt du was, ganz konkret, fang doch damit an, dass du den Psalm 23 auswendig lernst. Wenn du ihn noch nicht kannst, lerne diesen Psalm auswendig. Diesen Psalm bei dir zu haben in jeder Lebenssituation, sogar wenn du kein Handy und keine Bibel dabei hast, ist das Beste, was dir passieren kann. Und am Morgen kannst du beten, der Herr ist mein Hirte, wird mit mir wandeln. Und dann wartest du einen Moment und überlegst dir, was brauche ich denn? Und dann sagst du Jesus, was du brauchst. Und bekennst, Jesus, du wirst mich versorgen mit dem, was ich brauche. So kannst du durchgehen durch den Psalm und nimm dir einen Moment, um auf seine Stimme zu hören. Denn schau, je besser wir das Wort Gottes kennen, das ist meine Erfahrung, desto mehr werde ich diese Impulse von Gott wahrnehmen und sagen, okay, da ist ein Moment, wo ich vergeben kann. Das ist ein Moment, wo ich dir vertrauen muss, auch wenn ich es noch nicht sehe. Wir werden sensibel für diese Stimme des guten Hirten, wenn wir das Wort Gottes kennen und in uns tragen, wenn wir es auswendig lernen. Und dann das Zweite, investier dich in andere Menschen. Schau, wenn Jesus dein guter Hirte ist, dann kannst du für andere sorgen, weil für dich ist gesorgt. Wer geliebt ist, kann andere lieben. Wer angenommen ist, kann andere annehmen. Wer versorgt ist, kann andere versorgen. Jesus sagt, der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hingebe. Jesus war so voll von der Liebe des Vaters, seit Ewigkeiten her, dass sie zusammen beschlossen haben, hey, lasst uns diese Liebe verschenken an diese Menschen, die von uns davongelaufen sind. Jesus ist ans Kreuz gegangen und er wusste, wow, der Vater liebt mich für das. Der Vater musste Jesus nicht zwingen. Jesus tat es aus dieser tiefen Liebe des Vaters, die er erlebt hat. Und auch du, wenn du den guten Hirten erlebst, du kannst ein anderer Mensch werden. Lad Jesus ein, lass ihn dein Hirte sein. Du wirst für andere Menschen da sein können, in einem neuen Maß, in einer neuen Kraft. Wenn du Verantwortung hast in unserer Wirtschaft, wenn du ein Unternehmen leitest oder ein Team führst, wenn du Verantwortung irgendwo hast, sage ich dir heute, sei nicht ein Lohnarbeiter, der nur auf seinen Gewinn aus ist. Sei jemand, der sein Wort hält,
Sei jemand, der Menschen nicht ausnützt. Wenn du Arbeitsbedingungen schaffen kannst, dann schaffe gute Arbeitsbedingungen. Sei kein Lohnarbeiter, sei ein guter Hirte, in dem Maß, wie du es sein kannst. Wenn du Kinder erziehst, die schon etwas älter sind, nörgle nicht an ihnen rum, wie wenn sie dich befriedigen müssten. Du kannst ein guter Hirte sein für deine Kinder, indem du Geduld hast, indem du sie tröstest, indem du ihnen aufhältst. Wenn du ein Team leitest hier in der Kirche, sei nicht einfach froh, wenn der Plan stimmt, wenn jemand den Job macht, sondern bete für die Leute in deinem Team, investier dich in ihr Leben. Schau, wie können sie die Berufung finden? Die Menschen, die in meinem Team sind. Kommt mir gerade in den Sinn, im März haben wir wieder unseren Kurs Meine Berufung entdecken, wo wir dir helfen möchten, dass du den Platz finden kannst, wo du anderen Menschen dienen kannst. Weißt du warum? Weil du ein guter Hirte hast. Jesus sagt, wer unter euch der Erste sein will, soll euer aller Diener sein, weil er selbst auch sein Leben als Lösegeld gegeben hat. Und das ist manchmal schmerzvoll. Ich kann dir nicht sagen, du hast immer ein glückliches Leben, wenn du dein Leben gibst für andere. Manchmal ist es schmerzvoll. Beziehungen, die eine Zeit lang so einseitig sind und teilweise ist es eine lange Zeit. Arbeitsplatz, wo du dich investierst, aber nichts zurückkommt. Aber hör nicht auf. Jesus hat sein Leben wiedererlangt. Jesus ist auferstanden. Jesus hat den Lohn gesehen von dem, was er investiert hat. Und du wirst es auch tun. Spätestens am letzten Tag, wenn Jesus wiederkommt, wenn die Ewigkeit beginnt, wirst du sehen, es hat sich sowas von gelohnt, dass ich mein Leben investiert habe. Du hast einen guten Hirten. Wir wollen schließen. Bitte die Band raufzukommen und wir wollen uns eine Zeit des Gebets nehmen. Und ich möchte dir sagen, der gute Hirte ruft dich gerade jetzt. Gerade jetzt. Auch im Livestream. Es heißt im Vers 16, ich habe auch noch andere Schafe, die nicht in diesem Stall sind. Weißt du was? Jesus sieht dich. Auch wenn du dich überhaupt nicht fromm fühlst, auch wenn du dich überhaupt nicht religiös fühlst, auch wenn du sagst, ich bin heute zum ersten Mal da, alles ist doch ein bisschen neu in dieser Kirche, aber Jesus sieht dich. Ich habe noch andere Menschen, die ich rufe und Jesus ruft dich heute. Er ruft dich zu sich mit deinen Enttäuschungen, mit deinem Schmerz, mit deinen Fragen. Wie werde ich zufrieden? Wo interessiert sich jemand wirklich für mich? Jesus tut es. Und wenn wir den guten Hirten heute erleben wollen, dann braucht es etwas, das wir zugeben, dass wir Schafe sind, dass wir Hilfe brauchen, dass wir es nicht selbst können. Du kannst dein Leben weiterführen und sagen, ich habe es im Griff, ich werde es dann schon noch irgendwann schaffen. Oder du kannst heute sagen, Jesus, ich brauche dich, ich öffne mein Herz für dich, komm. Lass mich deine Stimme hören. Ich möchte deiner Leitung folgen. Ich weiß, vielleicht bist du skeptisch, gerade wenn du Jesus noch nicht eingeladen hast in dein Leben. Du sagst, kommt nicht dann irgendwo wieder der Haken an der Sache? Kommt dann nicht doch irgendwann, wo ich wieder eingepfercht bin und irgendwo fremdbestimmt von einer Kirche oder von einem Glauben? Ich sage dir heute, Jesus hat sein Leben für dich gegeben. Er hat es bereits gegeben. Er verspricht es nicht nur in der Zukunft. Er hat es gegeben für dich. Jesus liebt dich so sehr, dass er für dich starb. Möchtest du ihm nicht dein Leben anvertrauen?